Yo, 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 check das aus. Hier ist Sadi Gent und checkt Luxemburgs Rap-Blog aus. Yeah. Sa, sa, sa. Hallo, hier ist Luxemburgs Rap-Blog. Ich stehe hier mit Sadi Gent. Wie geht's dir? Yo, 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 Sadi Gent, auf jeden. Alles gut, Mann. Dein Album ist jetzt seit September draußen. Ja, seit Ende August, genau. Ja, auf jeden. Wie war die Resonanz bis jetzt auf das Album? Bis jetzt sehr gut, also überraschend. Sehr gut, durchweg eigentlich positives Feedback. Paar Leute, denen einzelne Sachen nicht gefallen haben, ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ja. Du bist ja jetzt mit dem Label Independenza on Tour, du gehörst aber zu Vollblut Hustler, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ja, das sind sehr gute Freunde von mir, also ich gehöre zu der Crew, also wir sind Bombenprodukt des Teams so. Ja. Genau. Wie kam es dazu, dass du mit Independenza zusammen auf Tour gegangen bist? Ja, das sind so befreundete Umstände, sage ich mal. Das ist halt alles bekanntes Umfeld und die Leute feiern meine Mucke und das war natürlich für mich eine super Chance. Die haben einen Support-Act gesucht und ich lasse mich da natürlich nicht lumpen so, und bin am Start. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt deine Musik nicht kennt, wie kann man die beschreiben? Alter, also du, am besten ist natürlich immer reinhören, so, dann kann man sich am besten das Bild machen, so, die Videos auschecken, ich habe ja eine Menge released dieses Jahr, 4, 5 Videos glaube ich und ansonsten ist das, also es ist sehr tiefgründig, es handelt sich eigentlich hauptsächlich um mich in der Musik so, aber natürlich finden sich sehr viele Leute in dem wieder, was ich sage und ja, ansonsten vom Sound her ist das sehr, sehr elektronisch angehaucht, sehr viele andere Einflüsse so aus anderen Musikrichtungen, auf jeden Fall eigentlich was man jetzt nicht so leicht mit irgendwas anderem vergleichen kann. Okay. Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt schon was Neues in Planung oder ruhst du dich jetzt mal auf den Lorbeeren aus? Nee, ich habe schon auf jeden Fall was Neues in Planung. Da ist natürlich das neue Soloalbum, das plane ich. Das kommt aber wahrscheinlich, das dauert noch ein bisschen, Ende nächsten Jahres. Hoffentlich. Und ansonsten noch 2 Projekte. Einmal mit Mo von Mach One. Zusammen, da sitzen wir dran. Das wird hoffentlich sehr bald fertig. Wir haben schon sehr viel dran gearbeitet und geschrieben. Und ja, und dann noch ein Projekt, über das ich noch nicht so viel sagen möchte, so, aber das kommt auch auf jeden Fall und das wird man auch mitbekommen. Also, ja. Wie kam denn der Kontakt mit KIZ zustande, besonders mit Tarek jetzt? Ach man, das ist so in Berlin, also man läuft sich über den Weg. Tarek ist jemand, dem ich des Öfteren über den Weg gelaufen bin und man hat sich sehr gut verstanden auf Anhieb so und das ist jemand, den ich sehr, sehr schnell in mein Herz geschlossen habe. Auf jeden Fall, Tarek ist mein Bruder auf jeden Fall und die KIZ-Jungs dann natürlich auch, also das sind, Nervst du die dann nicht mit deinem Dickerchen? Nee, also ich amüsiere die auf jeden Fall, so, weißt du, so die, ach natürlich, also wir machen ja Spaß, also die freuen sich doch, also ich meine, wenn der Zamunda da auf jeden Fall mal so ein bisschen Stimmung macht, ich glaube, da sind hin und wieder ist der Nico mal ein bisschen genervt, so, aber das ist auch okay, das legt sich und ansonsten positive Stimmung, wir lieben uns alle. Ja. Wo kann man dich jetzt noch als nächstes sehen? Ich bin jetzt zur Zeit noch mit Raff auf Tour, ich weiß ja nicht, wann das Ding hier ausgestrahlt wird, ich bin auf dem Mile of Style Festival. Das hier wird jetzt so Montag, Dienstag ausgestrahlt. Ja, dann läuft das, also auf dem Mile of Style Festival bin ich jetzt am 7. Dezember in Leer. Ansonsten bin ich noch mit Alligator auf Tour als Support Act so und da halt auschecken, so Reise nach Jerusalem Tour, die Dates auschecken. Ich bin, soweit ich weiß, auf jeden Fall auf der ersten Rutsche überall dabei und im Januar glaube ich auch. Das heißt, du bist nochmal in Trier hier? Ja, ich kenne die Dates nicht auswendig, Am aber 12. ich glaube in der Europahalle in Trier. Ja, doch, kann sein, ja. Okay. Wird ein Fest. Definitiv, freue mich. Okay, so das war's jetzt von meinem Interview. Ja, super. Vielen Dank nochmal, Sadi Gent. Freut mich, Digga. Dickerchen. Bis dann. Ja, bis dann, Alter. Bis dann, auf Wiedersehen.